Herzlich willkommen zur Burns Night. Heute feiern wir einen Abend ganz im Spirit. Im Englischen hat Spirit mehrere Bedeutungen. Geist, Sinn und Alkohol. Der Robert Burns, das ist der schottische Nationaldichter, der am 25. Januar 1759 auf die Welt gekommen ist. 1759, wie übrigens auch der Friedrich Schiller. Im schottischen Lied von Burns kommt sein ausdrücklicher Wunsch nach Gleichheit und Gerechtigkeit zum Ausdruck. Es ist eine Hymne für sozialistische und sozialdemokratische Bewegungen wie Bestrebungen nach Unabhängigkeit Schottlands und der weltweiten Bewegung zur Abschaffung von der Sklaverei geworden. Der Robert Burns ist aber schon mit 37 Jahren gestorben. Er war sehr erfolgsnah und in ernsten Verhältnissen aufgewachsen. A man's a man for that. Die Übersetzung aus dem Englischen Mann und Mensch ist auch für den Robert Burns ein Thema bei einem Gedicht gesehen. 1795 hat er das geschrieben. Er stellt fest, als ein gesunder Verstand und ein unabhängiger Geist weitaus mehr wert sind als Titel und äußere Pracht. Wir genießen jetzt ein Tobermory in Fassstärke von einem unabhängigen Abfüller. Tobermory ist auch die Hauptstadt von Mull. Der Burns hat ja viele Texte als Songtext zu schon bekannten Melodien geschrieben. Ein bisschen wie wir Tierflieger das ja auch einmal machen. Wir trinken den ersten Whisky aus dem Zinnbecher wie aus seiner Zeit. Nach dem Motto, sich selber sein. Dazu genießen wir ein paar Austern oder Cheddar. Ja. Und da ist noch was. Dann genießen wir doch den Whisky und ich sprich, ein Toast auf einen Mann ist ein Mann und Piper spielen für euch jetzt die Melodie von A Man is a Man for a That. Der Whisky hat 57,3 Alkoholvolumenprozent. Er ist sehr erdig mit pflanzlichen Noten. Scheint von Tomaten und Paprika. Also Tomaten habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Und Schnittlauch. Er ist vollmundig und rund auf der Zunge. Hat komplexe Noten von Lebkuchen. Das findet man ein bisschen raus. Und Ingwer und Rosinen. Dann soll es noch nach Brombeerkonfi
und würzig süßen Eichen schmecken. Der Abgang ist langanhaltig und nach schwarzen Kirsi. Wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, darf noch mal einen Schluck probieren. Ja, habt ihr schon zugeschlagen bei den Austern? Fruchtige Austern und Cheddar. Die nicht gerne Austern haben. Nehmt. Zwei Taxachtelmarsch gesehen, wo der Sweet Made of Mal und MacLeod of Mal. Ja, Tobermory ist eben die Hauptstadt von der Insel Mal. Darum habe ich die beiden gespielt. Jetzt spiele ich noch 3 Chicks. Der erste ist James McClellan's Favorite, dann Donald Cameron's Powderhorn und dann Rory Gallagher.
Und ich glaube, wir die Leute wieder nach oben entlassen, in die warme Stube. Nehmen Platz da oben. Scots war hey. Kämpfen für die Freiheit. Schotten haben ja schon immer für die Unabhängigkeit gekämpft. Das Gedicht und Lied besingt der letzte große Sieg der Schotten gegen die Engländer. Bannockburn am 1314. Damals ist es im Robert Bruce gelungen, eine zahlenmässige, weit überlegene englische Armee zu besiegen, die gekommen ist, um die belagerten Engländer im Stirling Castle zu befreien. Ein Auszug aus seinem Gedicht, übersetzt: Wer wird für Schottlands König und Gesetz das Schwert der Freiheit kräftig schwingen? Der freie Mann stehe oder der freie Mann falle, lasst ihn mir folgen. So hat das funktioniert, 14. Jahrhundert, und alle sind in der Bibel. Der Segen aber später keine große Rolle mehr gespielt, da die meisten normalen Schotten keinen großen Unterschied gespürt haben, ob sie unter einer englischen oder unter einer schottischen Krone leben. Der Frieden war ihnen wichtiger gewesen. Trotzdem verkörpert Burns Text der unbändige Drang von jedem Mensch, frei zu sein und alles dafür zu geben.
Im Brexit und der Tatsache, dass die Mehrheit in Schottland gern in der EU bleiben wäre, hat in der britischen Politlandschaft eine unbedeutende Minderheit gebildet und letztlich keinen Einfluss auf diesen Entscheid gehabt. Der Whisky vor euch ist vom ältesten unabhängigen Abfüller in Schottland, Cadenhead, ein Glenlivet. Aber was ist ein unabhängiger Abfüller? Einer, der Fässer in eine Destillerie kaufen tut, ganze Fässer, und dann selber entscheidet, wenn und wo und für wer er den Whisky dann schlussendlich in Flaschen abfüllen tut. Also eben frei entscheiden, wenn er einen Whisky aus dem Fass holt. Und ihr wisst ja, die meisten Whisky, die so von einem unabhängigen Abfüller sind, haben auch Fassstärke wie der erste, den wir getrunken haben. Bei dem weiss ich jetzt nicht, wo vorher steht, aber der Geist ist sicher noch im Glas. Für manchen ist ein kleiner Schluck Whisky auch ein Mutmacher, wo wie ein Piper, der spielend eine Armee anführt, Mut und vielleicht schlummernde Kraft wecken tut. Zum Glück müssen wir heute ja nicht mehr im Krieg mit vollem Einsatz kämpfen. Doch gibt es sicher den einen oder anderen Moment, wo man jeden Tag zu jeder Stunde vollen Einsatz geben muss. Und in diesem Sinn hüpfen wir doch das Deckchen. Das ist jetzt Einsatz. Ja, das ist euer Einsatz. Und auf einen Toast, now's the day and now's the hour. Aber schön. Hier ist keiner. Nein, ist gut. Wir müssen antreiben. Zum Essen gibt es eine traditionelle Kakeliki-Suppe. Also jetzt Lauch drin haben. So. Wo wahrscheinlich seinen Ursprung in einem französischen Rezept hat und dann von den Schotten ein bisschen verbessert worden ist. So wie ich die Schotten kenne, haben sie die Suppe einfach verdünnt. Jetzt Schotten so. Ja, ja. Aber die können ja nicht Deutsch, haben sie nicht verstanden. Ich bin nicht beleidigt. Wir wissen ja, Schotten sind andere Rufe ein bisschen gitzig. Ich weiß, du lügst. Ich habe nur gesagt, sie haben den Ruf. Ich habe gesagt, sie sind. Sie sind sparsam. Dann könnt ihr mir das Ganze auch heizen. Mit dem Nebel, oder? Nein, die Schotten haben ja auch als mehrheitliche Katholiken, das muss man auch wissen, im 15. und 16. Jahrhundert immer mit Frankreich unterstützt und zusammen gegen die Engländer gekämpft. Bis dann viele Schotten von John Knox reformiert worden sind und anno 1560 die Allianz mit Frankreich aufgekündigt haben. In der Bretagne gibt es aber immer noch viele Düdelsackspieler, die auch verschiedene Festivals feiern. Gerade Bretagne und Schottland verbinden ja auch eine keltische Vergangenheit. Der Fluss an der Glenlivet, wo wir jetzt hier, das wissen wir, was wir trinken, Destillerie liegt, heisst Avon, was keltisches Wort für Fluss ist. Kann ich auch nicht wissen. Leider ist es immer noch der Fall, dass die unterschiedlichen Religionen grossen Zwiespalt in Schottland anrichten oder auch vielerorts auf der Welt. Darum wünsche ich jetzt, dass ihr die Suppe hier, die Kakeliki Eintracht genießen können. Es ist kein Kakelaki drin. Ja, vielleicht machen wir schon den Kakelaki. Nein, das ist jetzt im Einzelnen. Das ist niemals so. Nicht Kakelaki. Kakeliki, Kakeliki. Ich darf mich gerne korrigieren. Also in dem Sinn, freuen wir uns auf die fähige Suppe. Ein Gute miteinander.
nicht immer zufrieden.
nächste Gang ist ein Flammlachs, den die jetzt geben. Und das ist nicht ein gekaufter. Ich habe gedacht, ja, die kaufen das hier, machen da ein bisschen Convenient Food, aber das machen wir in Schottland nicht. In Schottland kocht man alles selber, auch wenn es ein Eintopf ist und so, da wird nicht Convenient Food gemacht. Und das haben wir heute auch. Ich habe jetzt in den Töpfen geschaut in der Küche, da wird alles selber gemacht. Das Gemüse, der Herdöpfelstock, alles, das ist Herdöpfelstock, nicht Stocki. Zum Beispiel. Also, ja, das ist nicht selbstverständlich für so viele. Aber zu dieser Dame kommen wir dann noch. Nein, und jetzt ist eben der Matthias Abe, weil er muss schauen, die haben 2 Feuerschalen gesehen und da hat man mit Holz 4 so Gestelle gemacht, wo ein Lachs drauf geklemmt ist und der wird jetzt dort in diesen Flammen, wird jetzt der gar langsam, also er darf nicht ganz durch sein, aber er wird jetzt den Rauchgeschmack, also das ist selber gemacht, nicht eingekauft und aufgewärmt, sondern das läuft jetzt gerade da unten. Und das finde ich ganz toll. Robert Burns wrote in something similar to the Doric. Similar to what? To the Doric, to our Aberdeen steak. Oh, okay, yeah. Because he wrote, we current timorous beastie. Der Robert Burns, von dem haben wir es ja, hat sicher viel Lachs gegessen zu seiner Zeit. Hier das Bauern sehr arbeitsintensiv und Fleisch grundsätzlich wesentlich teurer war. Fisch. Das haben wir umgekehrt. Er hat sich als Farmer den Lebensunterhalt verdienen, aber müssen aufgeben. Wenn man der Geschichte glaubt, dann hat er sein nächstes Gedicht geschrieben, nachdem er mit dem Flug auf dem Feld das Nest von einer Maus kaputt gemacht hat. In seinem Gedicht «Tür Maus» da drückt er zuerst das Mitleid aus, dass er das Nest kaputt gemacht hat. Dann entschuldigt er sich bei der Maus oder im weiteren Sinn bei der Natur im Namen der ganzen Menschheit. Dann reflektiert er über die ganze Arbeit, die die Maus aufgewendet hat, um ihr Haus zu bauen, das jetzt auf einen Schlag vernichtet worden ist. Er philosophiert mit einer von seinen berühmtesten Zielen, in etwa auch die besten Pläne von Menschen und Mäusen kommen oft schief. Über den Sinn vom Vorausplanen wird er ein bisschen melancholisch und die Sicht, dass es die Maus ja besser hat als er, da sie einfach im Jetzt lebt und sich keine Sorgen über die Zukunft macht. Der Whisky, den wir jetzt trinken, ist der einzige Blend, den wir heute probieren, und zwar ein Blend von 25-jährigen Single Malts, also von mehreren aus den Highlands. Douglas Lane hat hier verschiedene Highland Whisky zusammenleben. Der Geschmack wird frisch sein und knackig auf der Zunge. Neben Vanille und Honig kommen wieder die frischen Früchte zum Tragen. In diesem Sinn nehmen wir wieder das Deckel dran. Das Deckel dran. Ja, mit dem Deckel kann man schlecht. Ein Toast, auf das wir Menschen wieder mehr im Jetzt und mit mehr Verständnis mit der Natur leben.
eine wahre Freude, diesen beiden zuzulassen. Das macht einen froh. Und ihr kennt ja vielleicht alle das Volkslied: Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Es reimt nicht super, aber es ist ja auch nicht von mir. Froh sein heisst nicht Reichtum zu haben. Wer froh ist, kann durchaus auch bescheiden sein. Früher und auch heute noch auf der Welt gibt es viele Menschen, die froh sind, wenn sie etwas auf dem Teller haben. Als Bub mag ich mich erinnern, da haben wir am Tisch gebetet und dem lieben Gott dankt für Speis und Trank. Heute ist alles selbstverständlich. Wir essen Pizza. Pizza war in Italien einmal ein Restenessen. Paella in Spanien das Gleiche. Und der Haggis in Schottland ist auch ähnlich entstanden. Okay, unser Haggis heute wird eine Spezialität sein und wir haben keine Reste verwendet. Dazu gibt es auch wieder einen feinen Whisky. Aber denkt dran, das Gedicht von Robert Burns, Ham O'Shanter von 1790, beschreibt die Geschichte von einem Mann, der zu lang außer Haus getrunken hat und auf dem Heimweg beunruhigte Visionen bekommen hat. Auf sein Pferd, das er heimgeritten ist er von Hexen verfolgt worden. Die hat er beim Überqueren von einer Burg können abschütteln, weil Hexen können nicht über fließendes Wasser. Das können sie nicht überqueren. Doch eine Hexe hat sich am Pferdeschwanz können heben. Danach ist der Pferdeschwanz abgekehrt. Das Gedicht endet mit der Ermahnung: Aufpassen! Wenn man sich geneigt fühlt, Alkohol zu trinken und ein kurze Röck im Kopf umschwirren, soll man bedenken, wie es mit dem Pferdeschwanz gegangen ist. Ja. Gut, in deinem Alter spielt das keine Rolle. Das ist eins der längeren Gedichte von Robert Burns und ist durchaus mit viel Humor und Witz gespickt. Es wird heute noch in den Pubs zitiert. Man sollte sich der Vergänglichkeit von diesen Freuden doch bewusst sein. Kurzlebigkeit, die nicht nur mahnt, sondern vielleicht auch darauf spielt, dass jeder Moment wertvoll ist, aber dass man den Preis kennen sollte. Auch wir trinken gerne Whisky, und zwar in Massen. Einen, der im Oloroso Sherryfass ausgebaut ist. Denken dran, das Deckel wieder dran. Diesmal haben wir einen 25-jährigen Glenn Farkless. Vollmundig und komplex auf der Zunge, intensive Sherry-Noten. Das ist typisch für den Glenn Farkless. Den trinke ich nämlich auch. Man hat ein bisschen Trockenfrüchte, Eichenholz und vielleicht weihnachtliche Gewürze. Dort hätten wir uns im Dezember trinken. Ein Toast with ale, with fear, fair, no evil. With whisky will face the devil. Was übersetzt heisst, mit Bier fürchten wir nur nicht das Böse, doch mit Whisky trotzen wir im Teufel. Zum Wohl. Das ist schön warm, gell? Meistens bleibt es eben nicht mehr ein. Was es jetzt zum Essen gibt, ist Haggis. Herdöpfelstock, und der ist eben selber gemacht, und Steckliebe auch selber gekocht für euch. Für die, schnell aufpassen, für die wissen, was im Haggis alles drin ist, gibt es Roastbeef. Aber jetzt werden wir ehrlich. Haggis ist letztlich, es sind nicht nur Reste, das tönt einfach komisch, aber Haggis ist letztlich dadurch entstanden, dass man nach dem Schlachten von einem Tier die verderblichen Innereien
Niere, Herz und so weiter, hat haltbar machen, indem man sie gerade im Tierdarm oder im Tiermagen gekocht hat. Das ist eigentlich schon der Abfall vom Tier, also die Reste vom Tier. Heute ist ja gerade im Zeitalter von Food Waste ist das ein zentrales Thema und das macht doch Sinn. Es macht Sinn und zeigt dem Tier gegenüber Respekt, wenn man auch die Reste vom Tier, wo man schlachtet, isst und nicht einfach fortgeht. In dem Sinne gehört. Als Tischgebet spielt der Stefan von uns Amazing Grace. Das habe ich genau gewusst, alle Mann. Oh. Es gibt so viele schottische Dünnsach-Melodien, die mindestens so schön und attraktiv sind, die wir aber nicht so kennen und die uns nicht so gängig sind. Wisst ihr, das Lied ist eigentlich erst 1972 weltweit richtig bekannt worden, wo Royal Scots Dragon Guard mit Amazing Grace auf Platz 1 in den britischen Charts gelandet sind. 1972, das ist auch schon lange her. Stefan, stimmt, gell, was ich sage? Ja. Ja, alles gegoogelt, alles gegoogelt. Stefan, wir freuen uns auf Amazing Grace.
einfach laut. Also, gerade wenn man Lieblingsgelder oder so spielen, ist das schon sehr laut. Ja. Also sicher nicht optimal, wenn man auf Boden spielt. Natürlich. Das nächste Set, das ich spiele, ist The Man from Sky. Phil Emergency's Birthday ist ein Chick und Cutting Bracken ist auch ein Chick. Und dann David the Pirate ist auch ein Chick. Das ist ein Stück, das ich geschrieben habe. Das ist halt so ein Chick mit Sachs-Acht. Das ist ein Sachs-Acht, ein bisschen schneller. Wir sagen ein Chick. Jo, ganz cool. Und ihr habt ja vorher gehört, die Geschichte von Tamo Schauser, oder? Das ist ein guter Freund von mir, der in Glasgow wohnt. Ich habe mal in seiner Pipeband gespielt. Und wir sind einmal in, ich weiß nicht welches Pubs war. Ich glaube, es war das Nuffelpit und dann oder Parkbau oder vielleicht beide. Und dann es hat gestürmt, es hat gewindet und weiss ich was. Und dann einer ist ein Highlifer. Er hat auf dem Hill Head gewohnt. Das ist ziemlich weit oben ein bisschen. Und dann ist er, am nächsten Tag haben wir auch gemacht, ich weiß nicht, was es gibt. Und dann ist er nicht mehr gekommen oder verspätet. Und dann ist er auf einmal gekommen. So, hat er eine Augenklappe gehabt. David the Pirate. Dann hat er ist durch den Kelvin Grove Park heimgelaufen und dann ist er stur und hat ihn gerade erschossen. Also er hat nicht, weil er so viel getrunken hat, sondern und I'm chuffed to bits because this David is sitting here. Da hat er nichts gemacht. Das komponiert. Was? Nein, das ist für mich. Pirate. Da ist der David the Pirate. Ja. Und dann kommt noch Lady in the Bottle. This is David the Pirate. Also der Stormfight. Would you mix him up with K.D. McLeod? No, it was King Mackenzie. No, it was David.
habe ich den Chapper wieder an, gell? Ja, danke. So, das letzte Tune, das der Stefan jetzt gerade gespielt hat, heisst Spice of Life. Stimmt's? Zweitletzte, aber ja. Also, habe ich geschlafen jetzt dazwischen. Schon wieder. Er ist jetzt gerade in der Küche und macht das Dessert parat, also hilft das Dessert parat machen, weil in der Küche haben wir ganz viele Damen und sie ist aber am Arbeiten, wir können sie gar nicht dafür holen, aber wir geben sie einen ganz tollen Applaus, sie hat wirklich alles, sie hat es beobachtet, selber gemacht, das ist grossartig und das ist die Dame Sirin Stäubli und ihren ganz dicken Applaus. Sirin Stäubli! So, jetzt sind wir aber wieder da. Jetzt kommt für die einen ein wahrer räuchiger Genuss. Ein 25 Jahre alter Koala, den kann ich mir nicht einmal leisten. Ich habe nur einen kleineren, schon 12 Jahre, glaube ich. 12 Jahre jetzt, gell? Das steht nicht gerade verraten. Den kann ich mir leisten, 25-Jährigen. Nicht, also den auch mit Verstand genießen. Es gibt aber auch solche, die nicht so gerne räuchigen Whisky haben. Weil der Geschmack ist ja etwas Persönliches. Und so unterscheiden sich auch die bevorzugten Whisky-Geschmäcker. Wie auch Präferenzen, wo das Glas angeht, wo man den Whisky daraus trinkt. Also das sind jetzt nette... Ah, ich habe nicht einmal einen. Das sind jetzt nette Gläser mit diesen Deckeln drauf. Aber ich persönlich trinke den Whisky nicht gerne aus so Gläser. Ich trinke ihn am liebsten aus der Flasche. Ja, da habe ich letztens schon gekocht. Wie will der Rest die nicht so gerne Rauchig haben, die bekommen einen anderen. Jetzt ein paar gegeben, die das gesagt haben, sie hätten das nicht so gerne. Der Rauch kommt auf zwei Arten im Whisky. Das eine ist durch das Trocknen von der Gerste über dem Torffeuer, also nicht, dass ein Dorf muss brennen, Torf. Und der andere läuft ausrechnen von den Fässern. Aber auch das hat es schon Brand gegeben, nicht wenn wir die Fässer ausrechnen, weil es ganz was brennt. Also das ist ein sehr heikles Umfang. Bei diesem Koala hier sollte der Dorfrauch zur Nase, nicht zur Nase auslaufen. Das ist immer schwierig, wenn man so viel muss degustieren. Ja, der Satz kann auch. Nur weitermachen. Also, ein Whisky, den wir kennen, wo das Fass ausgeräuchert worden ist der Talisker. Der Talisker, die das nicht im Dorf machen, über dem Feuer, sondern eben im Fass. Etwas, wo glaubt jetzt, kommt zum Essen, den ohne anstürzen. Etwas, wo glaubt oder hoffentlich allen schmeckt, das Dessert. Das ist auch so wieder so ein schottischer Name, den wir aussprechen können. Tipsilat. Der Name bedeutet so, nicht mit Gypsy zu tun, mit Zigeuner und Fall. Der Name bedeutet so viel wie ein beschwitzter Grundbesitz. Und spielt wohl darauf an, dass es eben auch gut ist und dass es in einem Lord wird schmecken, also ein Lord, der das auch essen. Wieso? Weil Likör drin ist. Also alle, die kein Alkohol zu sich nehmen, sollen das Dessert dann mehr trinken. Der Name Drambuie kommt aus dem Gallischen, bedeutet so viel wie Getränk, wo einen zufriedenstellt. Jetzt aber kommt noch mal eine Geschichte, wir können es anders sehen. Der Burns hat das wohl fast zeitlose Thema von Arm und Reich und der Unzufriedenheit und der Zufriedenheit, die damit verbunden ist, aufgenommen in ein satirisches Gedicht, der Two Ducks, eine Konversation zwischen zwei Hunden, kann ich sogar übersetzen.
Der eine Hund heisst Cäsar und der andere Hund, heisst Cäsar und der hat in einem Reichen gehört. Und der andere Hund, Luat, der hat in einem Armen gehört. Die beiden Hunde verbringen Zeit miteinander und diskutieren dann, wie ihre Meister unterschiedlich leben. Und über ihre Vorzüge und Nachteile natürlich. Danach endet die Diskussion damit, dass die Reichen nicht zu beneiden sind und dass die einfachen Landleute eigentlich letztlich glücklicher sind. Der Burns unterlässt es aber nicht, am Schluss noch satirisch anzumerken, dass die beiden Hunde sich freuen, dass sie keine Menschen sind, sondern eben Hunde. Jeder geht dann seinen Weg, aber sie beschließen sich noch an einem anderen Tag wieder zu treffen. Also in dem Sinn erhebe ich heute mindestens auf der Bühne zum letzten Mal das Glas. Stegeli klammern. Und wir stoßen wieder einmal an. Wir stoßen darauf an, dass wir uns wieder einmal treffen. Ob arm oder reich, in dem Sinn, nicht wurscht. Freunde haben ist das, was zählt.
jetzt eine Verlosung noch. Raffel heisst das Ding, ja? Ist richtig? Ja. Ja, muss gar nicht mit schön. Ja, das ganze Leben ist immer eine Lotterie. Ja. Heute können auch nur 3 gewinnen, aber es gibt tolle Preise. Nochmal zurück auf den Burns. Er hat vielleicht nicht gerade so wahnsinnig viel Glück gehabt in seinem Leben. Er ist ja noch 37 geworden. Aber zu seiner Zeit ist das wahrscheinlich gleich noch ein anständiges Alter gewesen. Weil ein Haufen Kinder ja gar nicht das Erwachsenenalter erreicht haben, weil sie krank waren und zu wenig stark oder zu wenig Kraft gehabt haben, sie können erwachsen werden. Heute ist 37 ein Drama. Aber er hat sehr viel hinterlassen mit seinen tollen Gedichten. Und eins davon ist ein Gedicht von einer Luz. Also ich tue es einfach sinngemäß übersetzen. Als ich eine Luz auf einem Hut von einer Lady in der Kirche gesehen habe, dann hat er gedacht, oh, hätten wir doch die Gabe, dass wir uns so könnten sehen, wie andere uns sehen. Trotz Handy und Social Media heutzutage, oder gerade wegen denen ist das heute nicht einfach wie zu Burns Zeiten. Doch wir haben hier eine kleine Hilfe und verlosen hier darum einen Spiegel. Der gewinnt, kann sich zumindest ein kleines Bild machen von sich, wie wir ihn sehen. Du hättest noch putzen können. Ja, gut, je nachdem, wer gewinnt, ist besser sehen. Wenn noch andere Preise, ein Buch, und das ist sicher ganz etwas Tolles, jawohl, genau, von Burns selber. Robert Burns, also seine Lieder und sein Gedicht. Also wenn es auf Deutsch ist, mache ich auch mit. Steht klein geschrieben. Also sehr klein geschrieben. Und natürlich gibt es noch einen Gutschein für eine Dudelsack. Unterrichtsstunde. Das ist immer noch die Hines, Ja, willst du lieber zum Stefan? Er ist auch ein Dudelsack. Du bist im Chor von den Pipes and Drums. Ja, ich kann alles in einem Wort sagen. Können Sie mal an eine Veranstaltung? Sie machen auch ganz tolle Konzerte. Pauken und Trompeten. Eben eigentlich nicht. Heute haben Sie eine Trompete. Macht die das schlecht? Also, da bist also, jetzt fangen wir an mit einer Verlosung. So. Stefan, du bist noch nicht normal. Ich bin schon da drüben. Nein, das ist nicht was nicht. Aber aber wissen die, was für eine Zahnlast ihr habt? Alle? Ja. Und dort, Meister ist 60 und 61. Understand me? 60 und 61. Oh, welcher Preis geht es zuerst? Um einen Spiegel? Ja. Um einen Spiegel. Spieglein, Alterhand. 26 kriegt der Spiegel. Oh ja! Skierahmen oder so. Also so sehen wir die. Ich weiss nicht, ob es vorteilhaft ist. Aber so schlecht ist es auch wieder nicht. Sie hätten nicht gewinnen. Ah, jetzt haben wir das Buch gemacht. Nein, das Buch ist der Preis. Das ist so, eine Stunde. Jetzt liegt Nummer 41. 41! Oh, jetzt geht es aber los. Schon wieder ein Lied, komm los, erzähl. Jetzt sagt sie ja. Zuerst denken, dann schwätzen. Okay, nehmen wir alles wieder zu. Jetzt geht es ums Buch. Ums Buch von Robert Burns, handsigniert. 7. Nummer 7. 7.
Oder ein Whisky, einer, der einen Whisky kriegt. Oder ein Dame. Also, Hast du einen? nein, oh, du hast ja so viel Whisky. Er ist früher als eben noch einen Whisky. 2 Zentiliter auf Flieg gegeben. Vom Matthias soll das bezeugen durch Handreben. Niemand so. Wie viel? Das wäre eins sein. Also, stopp. Die haben alle Bedürfnisse. So. Zum Schluss, ich bin froh, habe ich jetzt das auch noch umgebracht. Nachdem ich von der Text so bekommen habe, alles auf Englisch, wir müssen übersetzen. So, nein, das haben wir sehr gerne gemacht. Wir sind hier, für die, die es nicht wissen, bei den Tierfliegern im Gütergal. Wir haben hier immer auch ein tolles Programm, das Matthias auch mitgemacht. Vielleicht wurde der Stefan jetzt auch immer noch die tolle Bühne gesehen. Also nicht so viel Platz, aber ich mache immer ein Hilfsprogramm, wer mal Lust hat, sollte es googeln. www.tierfliegen.ch. Wir machen Mundart, Basel Mundartmusik, lustige Sachen und auch andere. Letzten Herbst haben wir eben das Universum gehabt, endlich eine Sternstunde. Und darum ist der Aufgabe jetzt so, das wird jedes Jahr anders, immer nach dem Thema, das wir im Herbst spielen. Und Matthias hat auch eine grosse Rolle gehabt, gell? Er hat am Buffet müssen arbeiten. Nein, er war auf der Bühne. So, jetzt spielt Stefan und Matthias noch für euch die Melodie. Ist das eigentlich so ein Neujahrslied, gell, wo man eigentlich Jahr singt, oder? Alt lang sein, alt lang sein. Also alt lang sein, also ich bin schon auch alt lang sein, alt lang sein. Das ist ein Lied, das der Robert Burns notiert hat. Heißt das geschrieben eigentlich, oder hat er das einfach aufgeschrieben? Mit der Aufforderung, und das lass uns einen ordentlichen Schluck nehmen, der alten Zeiten wegen. Herzlichen Dank fürs hierher kommen. Die Bar bleibt noch ein bisschen offen und ich hoffe, ihr habt einen tollen Abend mit uns verbringen und diesen 2 Hauptdarsteller hier noch einen ganz tollen Applaus.